Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 28. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf den völlig unverständlicherweise an diesem Wettbewerb teilnehmenden Getränkehersteller Red Bull. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, haben wir jetzt vor ein paar Tagen gegen dieses andere Konstrukt aus Hoppenheim ebenso deutlich wie vor allen Dingen dämlich verloren. Ja, FC gucken macht im Moment nicht wirklich Spaß. Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen, als würde man seine Oma, seine demenzkranke Oma, im Krankenhaus besuchen. Ne? Man macht das aus Liebe natürlich, ja, aber Spaß machen tut das nicht und es kommt verdammt wenig zurück. Und apropos Demenz, unsere Spieler scheinen irgendwie vergessen zu haben, wie es ist, bissig und gierig zu sein. Also gegen Hoppenheim, ganz ehrlich, machte das Ganze doch teilweise einen etwas unmotivierten Eindruck. Und in dem Spiel war ja nun wirklich viel, viel mehr drin. Ja, aber worum geht's eigentlich noch? Also der Abstieg ist gefühlt abgewendet, ja, so. Und nach oben gucken ist nicht nur verboten, sondern nach den letzten 3 Spielen im Prinzip auch völlig lächerlich, braucht man gar nicht mehr machen. Also was bleibt uns noch? Ja, spannende Gegner, da können wir uns im Moment auch nicht drauf einschießen. Die gibt es nämlich nicht. Düsseldorf, die haben wir eben im Leben noch nicht ernst genommen. Nee. Wer will schon gegen Hoffenheim spielen? So, und jetzt kommt diese Verarschertruppe aus Leipzig. Und das ist ja wohl wirklich Bad Geist pur. Ja, absolut, ja. Wobei das schon lustig ist, ehrlich gesagt, wie die uns von der ersten Sekunde an verarschen. Ja. Denn fangen wir mal beim Namen an. Ja? Laut DFB darf ein Name nicht heißen wie eine Marke. So, jetzt kommen diese Leute von Red Bull zum DFB und sagen, wir haben einen Verein, der heißt RB Leipzig. Ja? Aber das RB, das steht gar nicht für Red Bull, das steht für Rasenballsport. Ja, da musst du erst mal glauben. Ne? Also kein besonders gängiger Begriff, verarscht. Ne? Und das Schlimme ist, da kommen die sogar noch durch mit. Verarsche Nummer 2, das Logo. Ja. Also laut DFB-Statuten darf ein Vereinslogo kein Firmenlogo enthalten und es darf natürlich auch nicht aussehen wie ein Firmenlogo. So, das Logo, das Red Bull Leipzig damals präsentiert hat, sah aber so aus. Man sieht das hier schön, das ist das Red Bull Leipzig Logo, das sie damals vorgeschlagen haben. Daneben sieht man das ursprüngliche Herstellerlogo, also ist ja per se schon mal kaum Ähnlichkeit zu erkennen, kann man eigentlich sagen. Also hat der DFB gesagt, da müsst ihr schon noch ein bisschen was dran ändern. Also es darf nicht so aussehen wie euer Herstellerlogo, das muss sich ändern. So, was hat Red Bull gemacht? Sie haben die Sonne aus dem Logo rausgenommen. Eine Wahnsinnsveränderung. Und dann haben sie das RB haben sie noch nach unten gezogen. Und ja, das waren dann die Änderungen. Also ne? Für alle von euch, die genauso Tomaten auf den Augen haben wie der DFB, das sind ja nun ganz eindeutig die Red Bull-Bullen, diese Dusseligen. Also deutlicher kann man gegen diese Vorgaben ja eigentlich nicht verstoßen. Ja. Ne? Und jetzt stelle man sich mal den Abstimmungsprozess mit dem DFB vor. Ja. Also die Jungs haben da zusammengesessen beim Verband und haben das bewertet. Und irgendwann hat einer gesagt, ja, ist gut, das sieht überhaupt nicht mehr aus wie Red Bull. So. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Was muss das für eine Versammlung gewesen sein? Was war denn mit den anderen Leuten? Die hätten den doch auslachen müssen bis ans Ende seiner Tage. Ja. Haben sie aber nicht gemacht, sondern was haben die gemacht? Sie haben es durchgewunken. Das ist vollkommen unglaublich. Aber immer wenn man denkt, man kann sich nie noch schlimmer verarschen lassen, ja, Verarsche Nummer 3. Reden wir mal über die 50+1-Regel. Ne? Also was besagt die? Ne? Der 50+1-Regel ist vom DFB und der DFL festgehalten, dass nur Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb der Lizenzligen teilnehmen können, an denen der jeweilige Verein die Mehrheit der Stimmanteile hält. So, jetzt ist es so, der Verein RB Leipzig hat den Spielbetrieb ausgegliedert in eine GmbH, die Rasenballsport Leipzig GmbH, und die gehört zu 99% Red Bull.
und zu 1% dem Verein. Das ist also nicht 50 plus 1, das ist ja eher 100 minus 1. Ne? Da fragt man sich schon, wie ist das denn möglich? Ja? Ja, wobei vielleicht hat dieses eine mickrige Prozent mehr Mitspracherecht an der ganzen Sache, als die 99%, die Red Bull gehören. Ne? Dazu kann man nur sagen, nice try. Aber was die Verarsche dann wirklich perfekt macht, das ist die Tatsache, dass das 1% Verein wiederum ausschließlich aus Red Bull-Leuten besteht, sodass es im Endeffekt so aussieht, dass doch das Konstrukt, der Investor, die gesamte Macht hat und alles entscheiden kann. Ja, also da hat jemand die sportlichen Regeln unter den Augen aller komplett unterwandert. Ja. Und man muss sich dann schon fragen, warum sich DFL und DFB so öffentlich vorführen und verarschen lassen und das Ganze dann tatsächlich durchwinken. Ja? Irgendwann muss da eigentlich mal Schluss sein, oder? Ja, aber das Gegenteil ist der Fall. Machen wir mal mit Verarsche Nummer 4 weiter. Wir reden über fairen Wettbewerb. Oh ja. Red Bull besitzt einen Fußballverein in New York, einen in Brasilien, gleich 2 in Österreich. Alleine das ist schon eine unglaubliche Geschichte. Dann haben wir noch eine Fußballschule in Ghana und last but not least diese fürchterliche Nummer in Leipzig. Ja, und Red Bull sagt natürlich, das ist völlig unproblematisch, das sind alles unabhängige Vereine, die haben nichts miteinander zu tun. Ne? Ja klar, ne? Okay. Alleine von Red Bull Salzburg, ja, wurden seit 2012 18 Spieler zu RB Leipzig transferiert. Das ist Zufall. Ja, Leute, mal ganz ehrlich. Wollen wir in Zukunft einen Fußball haben, in dem Red Bull Leipzig irgendwann mal gegen Red Bull Hamburg spielt und der Investor dann aber entscheidet, welche Stadt dieses Spiel denn gewinnt? Das ist doch in Österreich jetzt sogar schon möglich mit diesen beiden Vereinen Red Bull Salzburg und FC Liefering. In der Champions League nehmen teil Salzburg und Leipzig in einem Wettbewerb, obwohl es ganz klar verbandsseitig so geregelt und kommuniziert ist, dass dieser Fall niemals eintreten darf und dass es auch nicht gewünscht ist. Aber auch selbst auf dieser europäischen Ebene sind die Verbände so vorgegangen, dass sie alles durchgewunken haben. Mein Gott, ne? Leute, es ist an der Zeit, dass wir uns nicht mehr so verarschen lassen. Und ehrlich gesagt, müssen wir mit jemandem, der uns in aller Öffentlichkeit vorführt, ja, und veräppelt bis zum geht nicht mehr, auch nicht zimperlich sein. Das muss man nicht. Also, liebe Verbände, jetzt ist es an der Zeit, die Lücken zu schließen, damit sowas nicht mehr möglich ist. Ja. Denn das geht definitiv in die falsche Richtung. Genauso wie im Übrigen die Form unseres geliebten FCs. Leider. Ja. Okay, dann wird es jetzt Zeit, dass wir mal einmal was in die richtige Richtung bringen, und zwar Richtung Kehle. Und zwar 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Das ist keine Verarsche. Lecker, das ist auch mal ein vernünftiges Getränk. Ja. Ne? So, ja. Übrigens gibt es ja auch diese Leute, die sagen, aber die leisten da gute Arbeit bei Red Bull Leipzig. Ne? Ja, genauso wie Lance Armstrong. In diesem Fall natürlich mit Finanzdoping, nicht mit EPO-Mittelchen oder sowas. Aber ist doch klar, so vollgepackt mit Doping, ist doch klar, dass man gute Arbeit leistet. Ja. Finanzdoping ist, wenn man 30 Millionen in ein Trainingszentrum und Fußballinternat investiert. Als Regionalligist wohlgemerkt. Genau, und als Oberligist schon Zweitligaspieler in den Reihen hat. Ne? Also das ist nicht Good Geist. Nein, das ist Bad Geist in Reinkultur und den wollen wir nicht mehr sehen. Und deswegen sagen wir vielleicht bis Sonntag, Leute, und habt eine gute Zeit. Jo, ciao.